Ich war ungefähr in deinem Alter, als man mich auf eine Insel einlud, um dort zu Forschungszwecken Fotos zu schießen. Ja, das gute alte Pokémon Snap von Nintendo 64. Lange ist es her. Willkommen zurück, Freunde, zur letzten Folge von New Pokémon Snap. So, und zwar alle Pokémon snappen. Wir haben bereits Floreo abgeschlossen, Billus abgeschlossen, Volk abgeschlossen, Kopi abgeschlossen, fehlen noch Durus und Aurum. Und ist ein kleines Missgeschick passiert offscreen. Und zwar das erste Mal, ich habe hier die Höhle auf Level 3 noch fallen gespielt, plus bei Aurum auf Stufe 3 die Ruinen. Weil nur so kriegen wir die letzten 8 Pokémon, die uns noch fehlen im Fotodex. Das Problem ist aber, als ich hier aufgenommen habe, ich war ein bisschen eilig unterwegs und so. Und habe nicht gecheckt, dass die Aufnahme, also das falsche Fenster aufgenommen hatte. Sprich, die Aufnahme, die ich vorhin gemacht habe, hat halt nicht das aufgenommen, was ich eigentlich wollte. Und ja, deswegen muss ich jetzt nochmal von neuem starten. Das Problem ist, ich kann hier bei Pokémon New Pokémon Snap nicht irgendwie einen Speicherstand anlegen. Das heißt, die Pokémon, die ich bereits fotografiert habe, auch schon bereits abgespeichert. Doof. Kann man aber leider nicht mehr ändern. Ich mache es jetzt aber trotzdem nochmal gemeinsam mit euch. Und zwar 5 Pokémon gibt es hier jetzt auf Stufe 3 zu holen. Wobei ich eins davon auch noch nicht hatte in der Fehlaufnahme. Nur 4. Man weiß nur. So, erst einmal ist alles schon mal ein bisschen anders. Wir holen direkt mal das erste hier. Ein Irrbis ist plötzlich da. So. Das nur mal so ganz kurz noch hier erwähnt. Ansonsten hat er, glaube ich, hier nicht so viel getan. Man kann natürlich hier und da noch gucken. Und das und so machen. So, da vorne ist nochmal ein Irrbis. Ein paar Driftlons, ein WhatsApp. Und hier natürlich auch das weltberühmte Gengar. Dann steht die Rokara tot oder so, keine Ahnung. Okay. Also Irrbis war das erste, was wir gesehen haben. Und aufgepasst, gleich kommt das zweite, und zwar im Tiefflug angeschossen. Ein Tricephalo. Da hätte ich jetzt gerne noch ein besseres Bild. Davon zweimal mit dem Apfel abschießen. Dann ist er ein bisschen sauer. Verständlich wäre ich auch. Da hier, Pipi und Gengar sind Friends. Friends forever. Sehr schön. Da haben wir Waschaquil. Da oben wäre noch ein Siberio, übrigens, falls jemand noch eins braucht. Aber wir haben ja bereits eins. Ansonsten sind es die bekannten Pokémon hier. Wir können hier auch schon den Alternativweg nehmen, aber das mache ich ja später. Erstmal will ich hier noch gucken. Es soll hier sowieso noch irgendwie etwas ganz Creepiges geben. Hier gibt es jetzt irgendwie einen X-Bud. Wenn das irgendwie wecken würde, würde mir dann noch was passieren. Ich habe bis jetzt noch nicht rausgefunden, was genau das sein soll. Irgendwie soll es mit einem Gengar zusammenhängen. Was aus dem Loch erscheint, aber kein Plan, was genau sein soll. Hier läuft übrigens noch ein Gudra vorbei. Viscogon, sorry. War ein bisschen zu sehr auf Englisch fixiert. Auch ein süßes Pokémon kann man durchaus so machen. Ja, da freut er sich. Ist doch schön. So, hätten wir Viscogon auch schon mal. Und eben hier irgendwo sind noch... Ich erinnere mich zwar an den Gengar durchaus, das stimmt. Was vielleicht sogar das? Weil es hieß irgendwie was, es gäbe hier einen alternativen Pfad. Ich glaube, da habe ich jetzt gerade geskippt, kann das sein? Okay. Obwohl es ein bisschen creepy ist. Naja. Ja, auf alle Fälle, Freunde, hätten wir damit ja eigentlich auch schon mal... Das ist nochmal Tricephalo, okay. Wir haben damit ja schon mal 3 neue Pokémon gesehen. Also, natürlich, so betrachtet, 3 neue Pokémon im Vergleich zur letzten Folge. Der Spezialdrache, wie auch gerne genannt wird, weil einfach die Spezialwerte von dem Viech so übel waren. Ja, und da ist irgendwie Gengar. Wahrscheinlich in einem Loch, ja vielleicht, ja, okay. Ist da ein Loch verschwunden, aber deswegen habe ich hier keinen Alternativpfad. Hier haben wir nochmal ein Viscogon.
Ja, da freut es sich so sehr. Naja, gut. Also Freunde, 3 Stück hätten wir schon mal. Und gleich holen wir uns die nächsten 2, die es hier noch gibt. Wobei eins davon sogar ein legendäres Pokémon ist. Oder mystisches Pokémon, da gibt es mittlerweile diese Unterscheidung, ja. Ob legendär oder mystisch. Was früher einfach nur hieß, es ist ein Event-Pokémon, können wir es noch nicht holen. Weißt du, irgendwie so. Okay, das ist natürlich schon ein bisschen Spoiler, weil wir schon mal geknipst haben, wie bereits erwähnt in dieser verlorenen Aufnahme. Aber sei es drum, sei es drum. Stufe 3, genau, ist das hier. Trickefalo. Stufe 3 habe ich schon, Stufe 4 noch nicht. Sehr gut. Und Viscogon. Da freut er sich ebenfalls. Ja, passt hier. Irbis, Viscogon, Trickefalo und neue Pokémon, die man hier ab Stufe 3 in der Höhle holen kann. Besto Timinge und Viscogon. Oh, war sogar ein Auftrag, krass. So, dann holen wir uns noch die letzten beiden neuen Punkte, die es hier gibt. Und ich sag schon mal so viel dazu. Das eine ist vom anderen abhängig. Also nur wenn wir das eine aktiviert haben oder freigespielt haben und whatever, kommt auch das andere Pokémon. Pass auf dich auf, ja, was soll schon groß passieren? Aber jetzt müssen wir halt einen Alternativpfad nehmen, weil sonst klappt es nicht. So, dann natürlich auch super, dass der Kürbis da oben ist. Kürbis, Irbis. So, da kommt der Gefalo wieder, ist mir aber egal. Stufe 2 Bilder eigentlich noch fehlen, war aber. Das wäre ja Stufe 4. Stufe 3. So, dann noch ein paar FMs. Jetzt aufgepasst, wir müssen zum Alternativweg hier. So, den kennen wir eigentlich bereits. Nichts Besonderes, hier auch mit den Kleinsteins. Kann man auch einen Kampf irgendwie unterbrechen oder so. Ja, hier das mit dem Scan und so. Naja. Noch ein Glibunkel. Aber das Pen, das kann es nicht wecken. Okay. Dann, was hier eben neu ist, unter anderem hier in dieser Kristallhöhle. Wir haben hier unten Rockara und Flunkiefer. Die müssen wir erstmal abschießen. Und zwar alle. Weil dann kommt hier hinten ein Diancie plötzlich vorbeigeflogen. Und jetzt hier noch für gute Fotos kann man hier eben auch noch ein bisschen Musik spielen. So, das glaube ich sogar tanzen. Wow, okay. Krass. Und ich glaube, das braucht sogar genau, weil nur dann kommen wir hier durch. Der Weg scheint frei zu sein. Okay, ich glaube, das war eben, Flunkiefer bewacht diesen Weg quasi. Und nur wenn wir da die Diancie früher gestimmt haben, oder die halt diese Attacke einsetzt, kommen wir hier durch. Und dadurch kommen wir wieder zum Garten, aber er sieht ein bisschen anders aus. Und vor allem kommen wir so zum 5. Pokémon, das uns noch fehlt. Und somit eigentlich auch dem letzten. Also wenn wir das haben, müsste eigentlich der Ding durch sein, der Wald. Da ist noch ein WhatsApp, okay. Hier ein bisschen heller. Und da ist tatsächlich ein Blitzer. Eine weitere Evoli-Entwicklung. Jetzt sehen wir auch mal einen Stromstoß an oder so. Na, schon besser. Ich glaube,
Kleinstein. Schade, da irgendwie der Kürbis gäbe es noch ein bisschen größer. Weil also der Irbis soll's. Mist. Soll es ihn nach in verschiedenen Größen geben. Okay. Aber sei es drum, wir haben es. Jo. Damit, mit Dianze und Blitza, müssten wir die ganze Insel abgeschlossen haben. Und es müssen nur noch 3 Pokémon im Fotodex fehlen. So, die Anzi, eben, das sind natürlich auch Stufe 4 Fotos. Sehr schön, wie es die Attacke einfach einsetzt. Ganz geil. Ein paar Mal die Mucke spielen, wa? Und das ist natürlich auch klar. Was ich auch gemerkt habe, eben, je nachdem, wie du halt irgendwie Pokémon noch abwirfst. Dabei Trigifalo haben wir es auch gesehen. Da irgendwie einmal Apfel schmeißen, keine Reaktion. Zweimal, das ist aber stinkesauer. Da fangen wir zum Teil auch. Okay. Muss das und so? Trigifalo müssen wir bereits alle haben, wa? Eben noch aus der verlorenen Aufnahme. Jo, ist komplett. Die haben sie auch, genau. Dann steht es weiter schon mal. Na, komm schon. Sagen wir bitte, dass wir die Insel haben. Da werden wir nämlich hellauf begeistert. Jo, haben wir. Wir haben alle Pokémon auf Durus. Sehr gut. Sehr gut. Dann, Freunde, begeben wir uns zur letzten Insel, zum letzten Gebiet. Wo uns noch 3 Pokémon fehlen. Wie man sich natürlich denken kann, ist eines davon auch ein legendäres oder mystisches Pokémon. Das man bereits auf Stufe 2 holen kann, sobald man das Spiel durch hat. Noch ein anderes hätten wir, glaube ich, schon längere Zeit holen können. Und das dritte kommt aber erst ab Stufe 3. Tatsächlich. Muss mal ganz kurz gucken, ob er dafür jetzt noch die Hilfe hier der Anleitung braucht, aber es mal ohne Versuche. Ich glaube, es müsste nicht so schwierig sein. Obwohl, wisst ihr was? So. Kommen jetzt tatsächlich zum ersten Mal auf Stufe 3 drin, das stimmt eigentlich auch. Der Gegner kommt bereits angeflogen. Willkommen, Jirachi, das Wunsch-Pokémon. So. Und jetzt irgendwie ganz lustig. Gut, Hundemono soll das zwar jetzt nicht du sein, der das frisst, aber egal. Ihr seht schon, ich schmeiße mit Äpfel um mich. Flecknäuel. Das waren's. Die soll man bereits früher auftauchen, wenn man hier irgendwie mit Äpfel um sich schmeißt, angeblich. Aber ja, das haben wir die halt auch schon. So, bereits 2 Pokémon. Wie gesagt, uns fehlen nur noch 3, oder haben nur 3 gefehlt. Hier nur noch 1. Guck, da bin ich. Jo, freut mich. So, und das letzte Pokémon hier ist wow, wird viel schneller. Ebenfalls eine Evoli-Entwicklung. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Sehen wir uns hier bereits? Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, wie man es genau triggern soll. Triggern kann. Ich glaube, es war nicht weiter schwierig. Ja, mal durch und guck mal.
Tja, hat sich hier auf Stufe 3 viel verändert? Ich weiß nicht. Bisher eigentlich nicht das Gefühl. Oh, ich werde hier den Ding nicht verpassen. Weil nicht mehr sicher, ob man für die Evoli-Entwicklung, die uns hier noch fehlt, auch sowas noch irgendwie aktivieren muss. Aber das war ja so. Oh, doch, getroffen auf Anhieb, krass. So, jetzt muss ich auch mal ganz kurz bitten, hier zu verschwinden. Ist es denn? Wo ist es denn? Habe ich eine Interaktion verpasst? Glaub schon, wa? Schau natürlich. Die NATO ist noch da. Nee, es fehlt noch eine Evoli-Entwicklung. Okay. Wir haben schon mal 2 jetzt, den letzten finden wir auch noch. Jirachi, das Wunsch-Pokémon. Haben wir hier schon wieder irgendwie? Aha, schön. Das hätten wir in die Ruinen noch nie fotografiert, aber okay. Und Flecknäuel, ist auch neu. Oh, aber so schön erwischt. Und noch Flecknäuel, okay. Dann, das letzte Pokémon hier wird offenbar noch ein bisschen trickiger sein, aber wir gucken mal. Ich muss nochmal rein. Ah, Freunde, wie schön, gleich haben wir es. Gleich haben wir das Spiel so Wahrheit durch. Du, 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 du. Ja, es ist die Wahrheit, wir haben es gleich durch. So, und zwar hat es was damit zu tun mit den, wie hießen jetzt schon wieder? Diesen Salamander-Pokémon. Feuergifttypen. Mal ganz kurz gucken, die müssen irgendwo hier sein. Oh, okay. Hat ein bisschen hurtig, aber egal. Hä? Ich habe den Apfel reingeschmissen. Okay, kommen die einfach so, was? Okay. Ah, ich höre schon. So. Da haben wir einen Hundemann. Und dann, ich glaube, wir vorhin ein bisschen zu vorschnell. Haben wir hier noch irgendwie diese kleinen Feuerechsen angeblich.
Kommen sie jetzt erst jetzt? Ah, guck mal, da kommen sie. Wir müssen hier noch kurz abwarten, weil die müssen offenbar erstmal abhauen. Warum auch immer. Komm schon. Mit abhauen ist irgendwie nicht, wahr? Ihr seht es auch da unten nicht. Okay, das war wohl fail. Direkt nochmal. Mann, 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 Mann. Okay, bringen wir hin. Wir wissen jetzt, worum es genau geht. So, die Rache, wo bist du? Hä? Ah, da! Alter! Da ein bisschen weit weg, Kumpel. So, wir noch schnell hier runter. Ja, da kommt ihr. Da kommt die Flecknolls. Da ist das U-Hafnier. Da muss er jetzt leider auch weg. Die Molunke. Ja, und jetzt? Ich kann ihn leider nicht stoppen, das ist das Problem. Nö. Irgendwie passiert hier relativ wenig. Jetzt geht absichtlich ein bisschen schneller durch. Weil hier eh nichts mehr passiert. Ja, aber ja klar, war das letzte Pokémon muss wieder ein bisschen schwierig tun. Hm. Okay, doch nicht. Macht es ein bisschen schwieriger. Okay, komm, ist was? Nochmal neu starten und wenn ich ganz ehrlich bin, Freunde, habe ich nicht wirklich Bock drauf, mir das ganz am Land zu tun. Oh, ist Gigantes vorbeigeflogen, okay. Jetzt verschläft hier ein Hundemann. Ich würde sagen, ich gucke mir das mal ganz gemütlich kurz offscreen an. Okay, ich habe es mir jetzt mal angeguckt, wie das funktionieren soll, aber ganz ehrlich, wenn das der Trick ist, dann Halleluja, also darauf wäre ich nie gekommen. Also im Prinzip haben wir alles richtig gemacht, wir haben es nur irgendwie trotzdem falsch gemacht. Ja, ist ein bisschen doof zu erklären. Und zwar soll man da offenbar auch das, den Typen da, das U-Hafen hier gar nicht groß irgendwie abballern und einfach weglocken.
Und zwar mit Musik. So. Und dann Apfel schmeißen. So. Ist offenbar happy. Jetzt geht's nach vorne. Jetzt ruft's und da ist es. Okay, der Unterschied ist tatsächlich, man muss den U-Hafnier mit der Musik weglocken. Alter. Aber die Idee wäre nie gekommen. Aber frage mich gerade, wo zum Henker jetzt soll jetzt hier das Ding sein? Ist nach Tara hin verschwunden. Ups. Oh, die Rache, na, wie geht's? Sag mal, Molunk. Jetzt aber. Ah, da vorne ist sie wieder. Soll noch eine Interaktion mit einem Absol haben, aber ist er gar nicht da. Stimmt, warte mal. Das Absol wird doch eigentlich immer hier, oder? Oder war das irgendwie anders? Also echt nicht mehr, aber auf alle Fälle, wenn hier eben noch ein Absol auftauchen sollte, was meine Erinnerung eigentlich so war, dann würde es noch zu einer speziellen Interaktion kommen mit dem Nachtara für ein Stern 4 Foto halt. Wenn ich Bock drauf hätte. Bestimmt, das Absol fehlt hier. Ah, okay, gut, ab Level 3 ist es außen von der Ruine. Man muss irgendwie erst mit Melodie anlocken, dann kannst du da rein. Irgendwie so zumindest, okay. Gut, aber ganz ehrlich, spielt für mich persönlich jetzt keine Rolle. Wer natürlich dann noch irgendwie gerne die Interaktion hätte und so, dem sei damit gerne geholfen. Ach gut, weil es einfach mal so darstellt, Stufe 2 hätte es übrigens, ist er gar nicht da. Man so kann gar nicht mehr die ganzen Bilder hier sparen. Nach Tara habe ich das Stufe 3 Bild auch erwischt. Okay, das ist auch krass, war Stufe 1 so, kriegt ins Face? Nö, ist unwichtig. Aber hier, wenn es ein Pen ist, jo, da ist Stufe 3 und das ist natürlich sehr wichtig. Der Stern 3, mein Gott. Warte mal. Stufe 2 haben wir bereits. Machen wir einfach mal einer. Ja, ja, komm. Damit, Freunde, müsste auch diese Insel durch sein und damit auch der komplette Fotodex bereits.
Aber eben, ne, für dieses Let's Plays mir alle Sternebilder der ganzen Pokémon, nee, das will ich nicht mehr machen. Eventuell als geheimen Abschlusspart, in so Part X, wo das vielleicht mal noch hochladen könnte, wie mein kompletter Fotodex aussehen würde, aber ansonsten. So, damit hast du alle Pokémon auch rumgefotografiert. Glückwunsch! Nun Buchstabe die Geschichte Lentils. Jo, kann man so sagen. Glückwunsch, damit ist ein Fotodex vervollständigt. Ja, der Traum eines jeden Pokémon-Spielers. Schieß auch weiterhin ganz viele Fotos, um deine Fotodex noch individueller zu gestalten. Viel Spaß dabei. Ja, dankeschön. Fotografie-Genie. Naja, Genie ist übertrieben. Evoli-Fan, du hast Evoli und alles in Entwicklung Fotodex registriert. Es gab echt alle, war krass. Ja. Und damit, wie bereits erwähnt, sind wir soweit durch. Ich gehe natürlich nochmal ganz kurz in den Fotodex selber rein, zum gucken, ob sich jetzt da irgendwas geändert hat, beziehungsweise auch mal zum zeigen. Alle 214 Pokémon, die es hier gibt. Und ja, ich glaube, man kann durchaus sagen, das wird sicher eines der ersten, vielleicht sogar letzten Pokémon-Spiele sein, wo man sich sagt, es sind nur, in Anführungszeichen, nur 214 Pokémon. Auch nicht alle irgendwie der Reihe nach, gemäß Pokédex-Nummerierung und so, nee, aber so wild durcheinander, kein Problem. Also für mich zumindest, das war jetzt wirklich etwas, wo ich sage, nee, das ist gar kein Thema, kann man durchaus so machen. Im Gegensatz zu den Haupt-Pokémon-Spielen, wo ich sagen würde, nee, da ist dort dann doch eher ein No-Go, vor allem solange es noch nicht möglich ist, ein zentrales Pokémon-Spiel zu haben, wo du alle Pokémon lagern kannst, aber auch mit all ihnen kämpfen könntest. Ich meine, klar, wir kennen Pokémon Home, da kannst du alle lagern, aber so kämpfen wie zum Beispiel bei Pokémon Stadium oder so, kannst du nicht. Du kannst wirklich nur lagern und irgendwie auf Mobile auch tauschen, wobei das irgendwie so Quatsch ist. Also vor allem in der Schweiz, da ist irgendwie so Mobile auf iOS, also auf Apple, ja, da geht's. Auf Android, nee, ist die App noch nicht zugelassen. Also offiziell zumindest. Das ist immer so ein Punkt, wo ich mir frage, hä, ernsthaft jetzt? Aber egal, ist ein anderes Thema. Jo, Freunde, registrierte Pokémon. Wir haben alle registrierte Fotos natürlich noch nicht. Dafür müssen wir alle Stufenbilder schießen, aber habe keinen Bock drauf, zumindest aktuell nicht. Mache dann irgendwie mal Offscreen und dann, wie bereits erwähnt, vielleicht dann mal irgendwie einen Special Part oder so das Ganze mal zeigen. Aber ja, hier sind mal die ganzen Pokémon, die wir so mitunter fotografiert haben. Ein paar Bilder sind besser geworden, ein paar andere sind schlechter geworden. Trotz allem würde ich sagen, hat es durchaus Spaß gemacht. Also war, ja, ich würde sagen, es war doch auch noch witzig, weil zum einen hatten wir halt neue Pokémon, der wirklich der aktuellsten Generation, mit der Gala-Region, die auch mit Schwert und Shield ja ihr Debüt auf der Switch hatten. Aber wir hatten halt auch andere, ältere Pokémon. Und die einfach mal so alle vereint, eine Region zu haben, zum Teil auch von der Pokédex-Nummerierung komplett unterschiedlich, wie zum Beispiel, doch Glumanda und Glurak kamen aufeinander gefolgt, ja, da war irgendwie so hier vorne, Glumanda, dann Glurak, aber irgendwie glaube ich auch bei Shigi und Turtok, das glaube ich auch komplett verschieden. Hier zum Beispiel, ne, stimmt auch Shigi Turtok. Was denn das bei Bisasam und Bisaflor? Hier zum Beispiel haben wir Bisasam. Serpy Royal dann. Bisaflor hier vorne. Also hier auch komplett Nummerierung unterschiedlich. Was aber hier irgendwie, ich finde, egal ist oder egal war. Hat jetzt nicht irgendwie so eine große Rolle gespielt. Insofern, ja, kann man durchaus so machen, ja, mit Blitzer und so, auch ganz geil. Die ganz legendären Pokémon oder mystischen Pokémon, die halt erst nach Abschluss des Spiels überhaupt auffindbar waren. Wir finden auch gut umgesetzt. Kann man auch durchaus so machen. Und ja, noch schnell alle hier aktivieren. Nach Tara, Hirachi. Und eben Xerneas war die Nummer 214. Und damit wollte ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen hier bei New Pokémon Snap, dem relativen Kurz-Let's Play. Ich glaube, es waren irgendwie 24 Folgen oder so. Klar, es war mit Überlänge, mit gewaltiger Überlänge. Aber es ist sowieso so, es war ja auch ein bisschen Experiment, wo ich mir das für die Zukunft so dachte, dass man das ja öfters machen könnte. Also nicht irgendwie
15, 20 Minuten Folgen für Spiele, die länger gehen. Ja, und vor allem auch solche Spiele, die irgendwie auch hinter der Grafik und so, man sagt, jo, vor allem so 4K und so wird es dann vielleicht doch mal lohnen. Aber so ein Spiel jetzt hier wie New Pokémon, wo man weiß, hey, das dauert nicht so lange. Und 15, 20 Minuten ist vielleicht ein bisschen doof, auch weil man irgendwie wenig zum Erkunden hat und so. Fand ich persönlich jetzt die Länge von durchschnittlich 30 Minuten gar nicht mal so übel. Genau, ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie bei mir. Aber vielleicht künftig eben noch hier auch ein paar Fotos noch online posten werden und so. Mal gucken. Ob wir vielleicht auch sonst mal bei Gelegenheit wieder mal vorbeischauen werden hier. Man weiß auch nicht, ob es vielleicht noch irgendwelche DLCs gäbe. Könnte ja sein, ich glaube es zwar ja weniger. Aber wer weiß, was so in den Köpfen von Nintendo vorgeht. Wir wissen ja vor allem, dass jetzt bald schon die Remakes der 4. Generation, also von Perl und Diamant, auftauchen werden. Auf die zu Let's Play freue ich mich auch schon. Ich bin jetzt sowieso wieder ein bisschen im Pokémon-Hype drin. Mal gucken, was das nächste Projekt sein wird. Ob eben die Remakes der 4. Gen, ob es irgendwie Pokémon Mystery Dungeon für die Switch sein wird. Oder ob es ein anderer Teil sein wird, vielleicht sogar Schwert und Schild, beziehungsweise oder Schild oder so. Mal gucken, was uns das Pokémon-Universum noch so alles zu bieten hat. Ich sage an dieser Stelle, danke fürs Zusehen und hoffe wieder bis zum nächsten Let's Play zurück auf diesem Kanal. Bis dahin, ciao zusammen.